Alle reden, keiner sagt okay. Jetzt. Jetzt Sagt denen mal. Jetzt redet wir. Ein neuer Tag, eine neue Folge, jetzt redet wir. Wie findest du? Okay. Ja, heute mit dem Umberto. Wir kennen uns auch vom Arbeiten. Haben am gleichen Tag angefangen. Jetzt mittlerweile 2,5 Jahre. Ein bisschen drüber, Bro. Ein bisschen drüber. Ja, auch ein Match gewesen. Sicher der Sport, der uns verbindet. Jiu-Jitsu haben wir beide angefangen während der Gefängniszeit. Beides noch White Belts und stolz drauf. Also nein, stolz nicht, aber ja. Brudi, willst du dich kurz vorstellen? Ein paar Wörter zu dir verlieren, oder? Ja, wie gesagt, Umberto, ich bin Sohn von spanischen Einwanderern. Mit einem Jahr in die Schweiz gekommen. Schullehre da gemacht. Die Falschlehre. Und ja, ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich habe etwas Neues gebraucht. Und habe dann wirklich ganz spontan entschieden, ich gehe auf Spanien zurück. Nicht viel Verbindung zu Spanien gehabt, auch nur so von den Sommerferien und so. Auch gar nicht richtig Spanisch können, weil wir reden irgendwie Dialekt daheim und so. Aber ich habe es gemacht und ja, ich habe gewusst, es wird mega schwierig, das war so gewesen. Also bist du ganz allein zurück? Ganz allein, also ich habe im Dorf Verwandte, so, aber ich bin das Haus von meinen Eltern also allein. Und sie haben es eigentlich nicht unterstützt. Sie haben gesagt, ja, wir akzeptieren es, aber du musst dann selber schauen, wie du zurechtkommst. So. Und dann bin ich dort noch irgendwie ins letzte Schuljahr eingestiegen und habe dann als Pizzakurier geschafft. Am Abend zum Essen kaufen. Ja, oder? Fix, und so Bro, überleben. Und ja, dann ist einmal einer vom Dorf gekommen und hat gesagt, ja, was machst du nach der Schule? Und so. Ich so, keine Ahnung. Nicht viele Aussichten und so. Dann haben wir gesagt, komm ins Militär. Irgendwie, ja, komm mit der Artillerie zu mir und du kannst den ganzen Tag Fußball spielen. Und habe mich dort angemeldet. Was für Ich schwöre, ich habe mich dort angemeldet, die Aufnahmeprüfungen gemacht, bin der ATRS gemacht und dann bin ich 8 Jahre dort gewesen. Und nach 8 Jahren, aber das erzähle ich dann nachher, habe ich dann wieder entschieden, in die Schweiz zurückzukommen, genau mit 26. Und jetzt bin ich auch schon wieder 10 Jahre da. Okay. Ja, genau, seit 2,5 Jahren mit dir im Gefängnis. Ist voll cool dort. Bro, ja, wirklich. Man denkt es nicht, ne? Man denkt es nicht. Denkst, es schafft nur so... Ich bespreche das jedes Mal. Die Leute denken sich, ich sage doch jedes Mal das Gleiche. Ich habe gedacht, ich komme nicht an und das sind so... Ja, keine Ahnung, so alte Männer, so Gefängniswärter, wie du sie aus dem Fernsehen kennst. So. Ich habe mega Bedenken gehabt, man. Ich bin extra mit einem Hemd gegangen und so. Ich schwöre, ich dachte, ja, Gefängnis und so, Schweizer und alle korrekt und so. Ich so, was laden sie mich hier als Ausländer irgendwie? Weiß auch nicht, aber ich dachte, ja, komm, gehen wir einfach mal. Ohne irgendwie grosse Hoffnung auf irgendetwas. Und dann am Schluss vom Gespräch habe ich dann, ich glaube, den Dani oder ich weiß auch nicht, den Jan gefragt. Ich so, Tätowierung und so erlaubt. Und ich glaube, der Dani gesagt, so, ja, sicher und so. Ich so, aber ich habe den ganzen Arm. Er so, ja, spielt keine Rolle. Und ich so, mega Erleichterung und so, gell? Voll. Ja, und eben dort, wenn du dort mal anfängst, siehst, dass fast alle so sind, gell? Ja, nicht auch Leute, die noch mehr tätowiert sind. Ja. Lustig, als du sagst, Bro, ich bin auch im Vorstellungsgespräch und schnuppern bin ich mit Hemd gegangen. Ja, ich auch. Dass man es nicht sieht und so, weißt du. Extra eine Uhr angelegt, damit der letzte Teil, den du siehst von der Tätowierung. Uhr geht gar nicht, weißt du, aber hauptsächlich es verdeckt. Also bist du eigentlich, Bro, mit 18 bist du in dem Fall, oder? Mit 18 bist du auf Spanien gegangen? Ich bin wirklich... Mich hat es irgendwie getroffen, dass ich die Lehre irgendwie sehr früh angefangen habe. So noch irgendwie mit 15 oder Ende 15, keine Ahnung. Und ich hatte die Lehre irgendwie fertig, als ich noch gar nicht 18 war. So Maurerlehre, irgendwie 3-jährig. So. Maurer hast du gemacht. Ja, genau. Ja, und genau, und dann bin ich runter. Ich habe die Lehre mit einer Berufsmatura kombiniert. Und bin dort runter und du musst das ja irgendwie wie umschreiben lassen oder anpassen. Ja, so anerkennen, genau. Und dann haben sie mir gesagt, ja, tun wir dir nicht, weil irgendwie dort fährst du
Also, du fährst früher an, respektive du hast ein Schuljahr mehr. So. Okay. Und das letzte Schuljahr haben sie mir gar nicht anerkannt von der Matura irgendwie. Und dann ist wie so die ganze Matura halt nicht gültig. Ja. So. Und Okay. dann denke Aber für nichts. für was mache ich das? Oder? Und dann haben sie mir aber angeboten, du kannst jetzt mit dem Jahr einsteigen und dann einfach Schuljahr fertig und wenn du bestehst, dann tun wir sie dir anerkennen. Mhm. Das habe ich gemacht, voll easy. Niveau ist dort, keine Ahnung, wie viel tiefer als da. Okay. Ja, So. locker gemacht und dann, ja genau, aber wie es im Ausland halt oft ist, du lernst irgendetwas und das hat dir nichts gebracht, weil du hast die Möglichkeiten gar nicht. So. Okay. Genau, und dann ist das eben gekommen mit dem Militär. Ich habe gesagt, ja, sicher ein Job, eben Fußball den ganzen Tag. Was für ein Ding. Ja, so. nicht, wenn du gerne Verlockung. Fußball spielst, dann Ja, dann machst du das einfach und sagst, easy, ich würde zahlen zum Fußball spielen. Ja, voll geil. Wieso nicht? Besser Ja, als voll. Maurer oder Ja, sonst etwas. 100%ig. Und eben sicher ein Job halt, was dort unten ja auch selten ist. Und ich meine, es gibt dir schon eine gewisse Ruhe. Ja. Und weisst, Ende Monat kommt mein Lohn einfach. Ja, kannst essen, kannst schlafen. Genau. Dann habe ich die RS gemacht und bin dann, es sind 4 Monate und dann kommst du in deine Einheit. Und du hast dann aber noch 1,5 Jahre einfach spezifisch zu deiner Spezialität hast dann gleich noch eine Ausbildung, wo läuft. Oder? Du bist dann Soldat, aber du bist noch nicht Berufssoldat bis nach den ersten 2 Jahren. Also es gibt eine intensive Ausbildung, also in meinem Fall in der Artillerie. Und dann nach 2 Jahren bist du, ja, bei uns nennt man das sogar Profisoldat. Okay. Also, das klingt jetzt vorher krass, aber es ist dann schon nicht ganz, oder? Aber das ist einfach Bezeichnung. Ja. Und shooten tust du? Shooten, Schon das habe ich irgendwie? 3 Mal irgendwie dort für eine ganze Zeit, keine Ahnung. Ja, nein, ich habe noch immer da geshootet, aber gut, man merkt dann schnell, dass das Fußballniveau in der Schweiz einiges ist als in Spanien. Ja, eben, Also, ja. dort sind sie richtig krass drauf. Also, Schulniveau ist sicher ich bin dort tiefer, gar aber... nicht gesehen oder so, gell? Okay. So. Im Vergleich zu Leuten, die dort irgendwo in einem anständigen Verein spielen. Wie lange hast du gespielt da? Also seit Kind? Bro, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie mit 8. Also ich habe schon nicht so, ich bin nicht das Kind, das irgendwie mit 4 schon shooten wollte. Ich bin, Okay. keine Ahnung, 8, 9, 10 so angefangen. Ich weiß, ich bin am Anfang mega schlecht gewesen. Und sogar ein bisschen übergewichtig. Du? Ja, ich schwöre. Also Übergewicht mit Muskeln, oder? Nein, nicht mit Muskeln. Einfach, Fett? keine Ahnung, einfach, du weißt, spanische Eltern viel essen und nie Sport machen, so der, oder? Paella die ganze Ja, genau. Zeit. An meiner Butter. Ja, und ich bin aber trotzdem also mega ehrgeizige Person schon dort gewesen. Und habe dann irgendwie nebenbei und bin joggen und machen und einfach allein irgendwie shooten in der Freizeit. Ich bin aber wirklich gut geworden. Ich habe sogar in der Graubündner Auswahl spielen, stell dir vor. Okay. Das ist zwar gleich nichts, aber das ist so für das, weißt du? Ja, ja, Graubünden ist für- gleich noch recht gross. Und Ja, voll. doch noch ein paar Spieler, ja. Fix. So in den letzten Jahren. Und dann habe ich aber, als ich dann in die Lehre gekommen bin, habe ich müssen aufhören. Ich bin so kaputt gewesen am Abend. Ja. Also ich gar keine Lust auf gar nicht. Also wie physisch, so auch mental irgendwie. Ich hatte so einen scheiß Lehrmeister gehabt. Wie es halt... Beleidigung. Nein, ich weiß den Namen nicht einmal mehr. Keine Ahnung, Mann. Das ist jetzt schon lange her. Aber nein, du hast gemerkt, das ist einfach so einer, der hasst einfach Lehrlinge. Und dann Ja. musst du die ganze Zeit müssen den Dreck machen. Was ja, es ist ja schon so im ersten Lehrjahr. Ist ja irgendwie normal. Aber keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, ich kann viel mehr. So. Und ich bin auch nicht nur gut zum irgendwie wischen, sondern ich kann auch etwas überlegen. Oder habe mir schon etwas anspruchsvoller gegeben. Das ist nie irgendwie passiert. Trotzdem habe ich die Lehre ja locker gemacht, weil ich finde, es ist zwar körperlich anstrengend, aber ja, ich finde jetzt so intelligenzmäßig ist es jetzt nicht so eine anspruchsvolle Ja. Lehre, oder? Und dort finde ich, ist eher meine Stärke gewesen, jetzt in dem Fall so für einen Maurer. Und ich gesagt, ja, also bin sicher besser jetzt irgendwie etwas ausrechnen da, als irgendwie ein paar Ziegel aufeinander stellen. Ja, verstehe ich. Aber ja, ja, das hat mich irgendwie nicht erfüllt, überhaupt nicht. Und darum habe ich dann gerade nach dem letzten Tag gesagt, so, nicht einmal irgendwie überlegt, ja, was soll ich jetzt oder was habe ich für Alternativen, sondern das haben wir komplett irgendwie ausgehängt und ich habe einfach
Es ist irgendwie schwierig, mit 17 die richtige Entscheidung zu treffen. Bro, Am extrem. Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist voll die Scheißentscheidung gewesen. Schlechter hätte ich es nicht machen können. Aber gut, jetzt bin ich eigentlich wirklich froh und stolz darauf, dass ich das so gemacht habe. Ja, ich finde vor allem auch, dass du durchgezogen hast, weißt du, ja, also, ich finde, in der heutigen Gesellschaft ist es so, man rührt alles weg, Bro. Es ist anstrengend weg, Beziehung anstrengend weg, der Job gefällt mir nicht weg und ich habe meine Lehre auch gehasst, ich sage dir ehrlich, ich habe Verkauf gemacht, Textilbranche. Nach einem halben Jahr habe ich schon gedacht, was mache ich da, Mann? Ich stehe da rum und kann ich Ihnen helfen? Nein, ich schaue nur, easy. Bügel am Anlangen dort, Hauptsache das sieht so aus, als ob du etwas machst. Aber meine Mutter hat gesagt, also es wird durchgezogen. So Lehre abbrechen und so kannst du vergessen. Nein, das war bei mir auch so. Das ist wie, keine Ahnung, es gibt dir wie das Gefühl, oder den Eltern gibt das Gefühl, ja, mein Kind ist gescheitert. Ja, genau. So, ja. im Leben, du hast Lehre abgebrochen. Ich meine, heutzutage, was ist Lehre für eine Garantie? Gar nichts. Nix. Wer schafft schon auf dem Beruf, den er gelernt hat? Ja. Niemand. Also von dem her, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das wir dann vielleicht mal Ja, voll. später ansprechen können. Spielst du noch Fußball? Weil wo wir im Gefängnis haben angefangen zu arbeiten, hast du noch gespielt, oder? Du bist Ich habe im FC Kloten gespielt, ja. Aber gut, dort habe ich auch irgendwie in der Nähe gewohnt. Und Jetzt machst du gar jetzt nicht. komplett am Schluss. Ja, es lange. Ich gehe ins Gym und ich habe das Gym daheim. Ja, stimmt. Das ist auch ein Privileg und ich schätze mich eigentlich mega glücklich und das macht es natürlich sehr einfach. Ja. Oder, also, auch wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit daheim, hast du immer. Ja, sicher Kannst schnell auch. arbeiten, trainieren und Jiu-Jitsu, ja. So der. Hättest du gedacht, dass dich so packt? Nein, respektive, eben, ich glaube, du hast schon vor mir angefangen. Ja, ich habe kurz vorher Und angefangen. eben jetzt zum Beispiel der Veton, ja, schon seit längerem. Und ich denke, was wollte ich da mit dem Kimono irgendetwas? Kuscheln Sorry, dort, ja. sorry. Typen, die aufeinander Aber hocken. es gibt nicht viele Sportarten, respektive. Du musst in jeder Sportart überlegen. Und wenn du nicht intelligent bist in dem Sport, den du ausübst, dann bringst du es eh nie weit. Oder? Das ist wie ein Teil, den viele Leute vergessen. Du denkst immer, ja, physische Stärke ist ja dann alles im Sport. Das ist es eben nicht. Das ist eben auch die Mentalstärke. Mega. Und halt auch überlegen, was ich mache. Sondern nicht einfach so in meinem Puls raus etwas machen und dann sagen, ja, ich bin gut. Und im Jiu-Jitsu kommt das noch viel mehr zum Vorschein. Auch so den nächsten Schritt überlegen. Ja. Und das finde ich eben so packend an dem Sport. Das Ja. ist schon wirklich das, oder? Du bist 24 am Überlegen, Bro. Wenn du nicht überlegst, dann ja, wirst du ausgejoggt oder Das deinen ist Arm so. verlierst, steht da drinnen. Direkt. Voll. Das finde ich auch, es gibt mir auch extrem viel. Es gibt auch so ein bisschen eine Pause vom Alltag, weil ich habe noch nie jetzt profimäßig geshootet, aber du bist ja nicht 90 Minuten komplett voll im Fokus. Ich glaube schon mal, dass du mal einen anderen Gedanken hast. Ich habe auch andere Sportarten gemacht und dann habe ich auch mal einen anderen Gedanken oder keine Ahnung was, aber Ich meine, du kannst dir auch irgendwie um die Eier kratzen im Fußball und das spielt ja keine Rolle. Ja, Und voll. so macht das mal. Das hast du vielleicht gesehen, oder? Ja. Das nicht. anders gerade im Joke, man. Ist schon so. Oh shit. Ey Bro, mich kratzt unter den Fingernägeln, ich sag dir ehrlich. Wieso sind wir da? Sicher mal den Umberto kennenzulernen, aber eine Geschichte, wir sind jetzt gar nicht so weit darauf eingegangen, weil wir gedacht haben, ja, besprechen wir das da. Was ist nachher passiert? Du bist zurück in die Schweiz gekommen. Hast deine RS gemacht? Profisoldat, wie man es dort nennt, hast du gesagt? Genau. Ja, und was soll ich dir sagen? Wie das halt so vielleicht niemand erwartet mit der Bezeichnung Profisoldat. Ich meine, was heisst das? Du bist einfach irgendwie besser als ein normaler Soldat. Kann man vielleicht auch so sagen. Aber der Profisoldat ist ja also jetzt in Spanien oder wahrscheinlich in anderen Ländern da, zum auch dann im Ernstfall eingesetzt werden, oder? Okay, also So. heisst eigentlich Bereitschaft. Genau, also in dem Moment, wo mir dann einer sagt, ja, kannst du auch Fußball spielen, denkt ja niemand dran in einen Ernstfall, sondern du denkst einfach, jetzt bin ich dort, ich kassiere mein Geld, mache ein bisschen Sport, gehe ein bisschen schiessen und das ist es dann etwa. Ja, so ist es ja nicht. So, wenn der Ernstfall kommt,
kannst du dann nicht sagen, ja, ich will nicht. So, du bist ein Profisoldat, du bist für das ausgebildet und du hast einen Vertrag, du hast einen Eid geschworen und dann schwörst du vor der spanischen Flagge jetzt in dem Fall und dann ja, wenn es dann heisst, du musst jetzt für dein Land irgendwo her, dann musst du. Dann musst du gehen. Und auch wenn du nicht willst, du getraust dich gar nicht zu sagen, du willst nicht. So, du hast das geschworen, oder? Stell dir vor, wie du da stehst. Ja, schon, ja. Ja, das führt dazu, wann war das? 2001, da mit den Twin Towers New York. Ja, gewesen. ich glaube, ja. Ja, So das genau. Ja, nachdem sind ja die Amerikaner ziemlich schnell auf Afghanistan ausgerückt, die Bin Laden suchen. Und Spanier ja, oder die ganze NATO ja nicht viel später, oder? Ja, irgendwann ist dann, ich weiß auch nicht wer, der Kommandant oder was auch immer gekommen und gesagt, ja, du, in 4 Monaten auf Afghanistan. So. Bist du dann in der So Schweiz ist oder bist du schon wieder in Spanien gewesen? Also, Nein, natürlich, also Berufssoldat, nachdem ich dann nach der Lehre auf Spanien bin, Aha. als Berufssoldat. Also ich könnte ja nicht, in Spanien gibt es ja das so wie in der Schweiz nicht, die so freiwillig oder was auch immer, Armee, RS, dass jeder macht und im Kriegsfall muss dann jeder einrücken. Ja. Das ist bei uns nicht. Also für das hast du deine Berufsarmee, die eingesetzt wird und die Normalbevölkerung haltet sich dort eigentlich raus. Okay. So, Okay. oder? Genau. Und ja, dann kommt der Moment, wo es dann heisst, du musst dann gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir eigentlich nicht viel dabei gedacht. Ich habe mich gefreut, weil jeder hat gewusst, wie viel man das verdient. Und das ist einfach so die, sagen wir mal, die einzige Ambition gewesen, wo man in dem Moment hat. Oder? Stell dir vor, jetzt muss ich überlegen, was bin ich da gewesen? So. 23. Ich weiß nicht, was du denkst, hast mit 23 wahrscheinlich Ausgang. Und Ausgang, Frauen, und Filz, Frauen, Bumsen, Alkohol, ganz ehrlich. So. und Geld wahrscheinlich auch. Geld, Oder? ja, Genau. Geld machen, das aber ist, Leben. So. das ist meine Motivation gewesen. Also wenn es dann heisst, irgendwie 5-6-fache von deinem Lohn, dann sagst du, easy, Afghanistan. Ich bin krass und Ja. gehen wir, oder? Genau. Du hast dann 4 Monate Zeit, du bist dann vorbereitet. Ja, die Vorbereitung ist jetzt auch nicht... Bist du geshootet? Nein, dann habe ich erst recht nicht geschuttet. Nein, du hast dann viel über die Kultur haben sie dir erzählt, oder? Damit du auch weißt, wie das dort unten läuft. Und ja, ich sage, wenn eine Frau siehst, was du musst machen oder was du eben nicht darfst machen, oder? Zum Beispiel. Oder so irgendwie sehr grundlegende Sachen über die Sprache, Zahlen gerade so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung mehr von gar nichts, das ist schon so lange her, oder? Ja, und dann haben sie uns irgendwie ein afghanisches Dorf aufgebaut dort und dann hast du das ein bisschen simuliert, irgendwie so Häuserkampf und bist schiessen und ja, die neuen Panzer fahren und so diese Sachen. Also, aber es ist nicht irgendwie eine Vorbereitung, wo du dort runterkommst und du sagst, ja, jetzt bin ich bereit für jede Situation. Okay. Das ist überhaupt nicht. Von dem her. Ja, aber das hast du in dem Moment ja nicht gewusst. So, du denkst, du bist jetzt vorbereitet, hast noch ein bisschen Kraftmaga gemacht. So, keine Ahnung für was. Egal. So gar nicht. Go Hebelgriff machen. Genau. Und dann sind wir dann von unserem Flughafen dort, für wer es kennt, Santiago de Compostela heisst der. Hat noch einen Teil, der einfach vom Militär gehört. Sind wir dann abgeflogen in einem Passagierflugzeug, das der Armee gehört. Ich habe das nicht mal gewusst. Okay. Ein richtig krasser Flüger mit irgendwie, wir haben sogar noch drinnen rauchen und so. Beste Voll Leben. geil. Dann sind wir in der Türkei, haben wir müssen zwischenlanden, keine Ahnung wieso. Und dann sind wir auf Tadschikistan, heisst das. Okay. Der Flughafen Tadschikistan ist einfach eine Landepiste, ohne irgendwie, keine Ahnung, wie sagen wir, den Fluglotsen, Turm, Überwachungsturm dort gar nicht. Das hat einfach ein Häuschen gehabt,
mit einem Getränkeautomat vorne dran und drinnen ein Billardtisch. Okay. Und ein Typ hat dort gearbeitet. So, das ist der Flughafen, wo wir da gelandet sind in Tadschikistan. Keine Ahnung. Krass. Dort ist Kann eine ich vorstellen. riesige Boeing-Maschine dort gelandet von uns. Im Und Nichts. dann gar nichts. Keine Ahnung, fragt mich nicht, wie das gelandet ist dort. Und dann sind wir dort umgestiegen auf das richtige Militärflugzeug. Und dort weisst du jetzt, in dem Moment weisst du jetzt, so, jetzt bin ich eigentlich fast in Afghanistan angekommen. So. Bis zu dem Moment ist es wie so, Realisierst ja, du du gar weißt nicht. gar nicht, ja, du kommst irgendwie in einer Uniform, fliegst irgendwo her, Ja, easy, so der. okay. Und dann steigst du in das Militärflugzeug, du sitzt dann so seitlich, schaust dich so gegenseitig an, oder wie es so in dem Film ist. Ja, krass, ja. WC hat es geheißen, so, das übrigens. Das hast du einfach nicht, das ist ein Militärflugzeug, keine Ahnung. Okay. Wie lange geht der Flug? Ja, ist nicht so lang gegangen, irgendwie 1,5 Stunden. Okay. Und du fliegst dann so, sie sagen dem Kampfmodus. Und du fliegst nicht gerade, du fliegst irgendwie so S-Formen irgendwie und das schießt dann so seine Luftabwehrraketen auf der Seite raus. Will? Weil ja, die Raketenwerfer sind ja zum Teil wärmegesteuert. Aha. Und wenn du das rausschmeißt auf die Seite, trifft es ja das zuerst, bevor es das Flugzeug trifft. Okay, So, okay. genau. Und dann weißt du so, jetzt Jetzt geht's bin ab. ich angekommen, oder? Ja. Ja, der Abgang ist dann irgendwie schon nicht. Fakt ist, wir sind dort in Kalainau, heisst das. Das ist im Norden von Afghanistan, das ist eine spanische Militärbasis. Da sind wir dort am Flughafen gelandet. Das ist noch ein schlimmer Flughafen als in Tadschikistan. Nicht mal Billard. Also dort hat es auch eine Piste. Und das ist nicht einmal irgendwie eine asphaltierte Piste, das ist einfach eine Piste. Und das Flugzeug kommt und auf dieser Piste hat es Kinder mit Velo und Hunde und Schaf und Geißen und irgendwelche Jugendliche auf ihren Töffli. So. Und die interessiert es gar nicht. Die sind einfach dort. Okay, das Und, wäre voll und der normal. Pilot landet dort einfach. Es stirbt niemand. Weil die gehen auch nicht richtig auf die Zeit und sagen, das Flugzeug kommt. Das ist einfach dort, weil das ist die einzige Piste, die sie haben. Okay. Wir haben sonst irgendwie keine richtige Straße oder sonst irgendetwas, wo sie mit ihren Töffel Vollgas fahren können. Und dann steigst du hinten aus dieser Luke hinten, oder? Wie so auch der Film siehst, aus dieser Rampe. Du laufst nicht normal raus, sondern du wirst instruiert, dass du irgendwie in Kampfposition musst, oder? So quasi, du hast gar keine Zeit zum Überlegen, sondern setzt eigentlich gerade das um, wo du ja immer gelernt hast. Und dann sitzen irgendwelche Afghaner, die sitzen übrigens nicht normal, so wie wir, so auf dem Arsch. Die sitzen irgendwie so, ja, es ist auch nicht im Schneidersitz, also sie sind nicht auf dem Arsch, sondern immer noch auf den Füßen. Okay, okay. Also sie sitzen dann so ab Ja, lassen den Arsch und einfach der so. Arsch lässt so in der Luft, aber mega wenig. So Squat einfach viel tiefer runter. Viel, viel tiefer. Okay. Und übrigens, die können sie irgendwie einen halben Tag so hängen. Problemlos. Und sie sind dann einfach dort und kauen ihr Opium und schauen einfach. Und du bist dort so in der Kampfstellung und bist erst gerade angekommen und denkst, ja, nicht einmal normal rauslaufen kannst. Weil du weißt eigentlich gar nicht, was dich erwartet. Das ist auch das, oder? Und wahrscheinlich denkt sich der irgendwie, keine Ahnung, wie lange dort ist, sagt er, das machen die Idioten das nicht, da kommen die Neuen, so. Der irgendwie, oder? So, und dann gehst du da in Kampfstellung, irgendwie laufst du in die Militärbasis, also du wirst dann noch eskortiert von ein paar Panzern und so. Und dann bist du in Afghanistan angekommen. So. Also ist dann nichts passiert. Aber das ist so der erste Eindruck. Ja, Mann. Oder? Du kommst da irgendwie aus der Zivilisation, landest irgendwie in Tadschikistan und dann irgendwie im Norden von Afghanistan und ja, das hat keine Häuser. So, das ist einfach Lehmhäuser. Und keine Ahnung, was die bauen. Die tun das Lehm aufeinander stapeln und das sieht alles gleich aus. Übrigens, es ist ein wunderschönes Land, aber es sieht alles gleich aus. Die Lehmhäuser, die sind alle genau, haben alle die gleiche Farbe. Also malen tut dort niemand oder so. Es sieht einfach alles gleich aus. Ja, Mittel zum Zweck einfach. Genau, das ist so
der erste Eindruck von Afghanistan, dass eigentlich alles gleich aussieht. Grün hat es nicht gehabt, es war alles Wüste irgendwie gewesen. Und die Afghaner, die einfach in dieser Sitzposition dich einfach anschauen und denken, Amateure. Ja. So, der, oder? Genau. Ich versuche mich wie so reinzuversetzen, aber es klappt mir gar nicht, weil das für mich so weit weg ist. Verstehst du? Es ist so... Ich habe auch Militär gemacht in der Schweiz, Bro. Es ist so... Die schreien dich an, es nervt dich, weil es einfach so kleine Loser sind, die im Leben nichts zu sagen haben und schreien dich an, aber... Keine Ahnung, wenn du aussteigst, hast du nicht so das Gefühl, fuck man, zielt jemand auf mich oder bekomme ich jetzt einen Kopfschuss oder... Hat man die Angst dort, oder bist du so im Rage-Modus, dass du, eben wie du sagst, ich bin ein krasser Sieg oder ich mache das für mein Land so an, oder? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Angst und Respekt im ersten Moment, weil du einfach nicht weißt, was kommt, oder? Und du hörst so ein bisschen von den Medien und ich sage vor allem halt so die amerikanischen Medien, die halt übertragen werden auf die ganze Welt, oder? Und das ist so der Eindruck, den du bekommst oder das, was du hörst über Afghanistan. Und das ist in dem Moment auch immer negativ, weil die Amerikaner, die sind immer, überall wo es Problem hat, dort sind sie. Ja. Und dann kannst du nicht erwarten, dass du etwas Gutes hörst. Ja, Oder? Also du bist eigentlich schon mit der Einstellung, aber, dass es ja eigentlich problematisch ist, oder? Aber du hast wie nicht glauben. So. Weil du bist noch gar nicht dort, bis du ankommst. Oder? Und ich sage mir irgendwie, zum Glück sind wir nicht gerade angekommen. Es ist irgendwie eskaliert, hätte ja auch können sein. Ja, Aber nein, ich sage mal, die Ankunft war eigentlich relativ sanft gewesen. Ja, und dann sind wir gekommen und dann, keine Ahnung, haben sie uns gezeigt, wo wir schlafen können, haben sie uns gezeigt, wo man essen tut und so das Nötigste, was es in dieser Militärbasis hat. Und dann bist du eigentlich eingeteilt worden für irgendeine Nachtwache auf irgendeinem Hügel dort. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie vom 3 bis um 6 Uhr morgens bin ich auf einem Hügel eingeteilt mit einem anderen, mit einem Maschinengewehr, einfach auf einem Hügel. Und du hast nichts gesehen. Der Hügel war recht hoch und du hast ein Nachtsichtgerät gehabt und du hast einfach Wüste gesehen. So. Aber es sagt dir niemand, was du machen musst, sondern du gehst einfach dort auf und bewachst den Hügel. Und du denkst dir einfach, ja easy, wenn jemand kommt. Dann schiesse ich einfach. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was habe ich das Maschinengewehr in der Hand bekommen? Ja. So. Ja, es ist niemand gekommen. Wer soll auch kommen von dieser Wüste dort, oder? Ja, das war meine erste Nacht in Afghanistan. Interessant, sie lassen nicht mal Zeit, um irgendwie auszuruhen. So. Ja, krass. Und du weißt dann so, jetzt ist ernst, oder? Jetzt bist du eigentlich nicht mehr irgendwie in deinem Alltagsleben im Militär, wo du einfach normale Arbeitszeiten hast und dann irgendwie kannst heim und deine Freizeit geniessen oder so. Sondern du weißt, du bist jetzt dort, für was du eigentlich ausgebildet worden bist. So. Das ist so das, oder? Ja, unsere Mission war, oder das haben sie uns gesagt, den Flughafen zu sichern, weil dort sind natürlich auch irgendwelche Präsidenten und sonst wichtige Leute von der NATO gelandet. Natürlich auch noch weitere Militärflugzeuge, Helikopter. Übrigens, die Basis war eine spanische Basis. Aber wir hatten eine amerikanische Einheit drin, so eine Logistikeinheit. Plus dann haben wir noch Deutsche und Engländer. So, aber jeder war für das zuständig, für was er war. So. Und wir waren auch generell zuständig für Kalenau, wo eigentlich die drittgrößte Stadt von Afghanistan ist. Okay. So. Für den Flughafen oder das Rollfeld, sagen wir so. Und dann hat Kalenau noch so 2 provisorische Militärbasen von uns. Die sind aber wie so vor der Stadt gewesen. Also auf der anderen Seite, um einfach wissen, ja, wenn jemand kommt, dann wissen es die zuerst, oder? Und dort ist eigentlich so ein bisschen mehr abgegangen. Und alles, was so, natürlich, also wir haben nicht nur irgendwie gekriegt oder so, sondern wir haben auch gute Sachen können machen. Also unsere Aufgabe war auch, irgendwelche Lebensmittel verteilen
in Schulen und sonst irgendwelche afghanischen Behörden oder sonst auch mal durch die Stadt gehen und mal Wasser und Essen verteilen. Okay, so klar. Also, genau, auch so, sagen wir, humanitäre Hilfe. Mhm. Das her, so. Ja. Genau, das war eigentlich auch unsere Aufgabe gewesen. Aber nicht nur. Wie sich dann herausstellt, sind die Aufgaben ja recht breit interpretierbar. Mhm. So, logischerweise, ja, oder? Ja, sicher. Also, ja, es ist natürlich dann schon, das erfährst, oder das ist erst nach ein paar Tagen, du bist ja dort gar nicht willkommen. Mhm. Was ja logisch ist, Ja, irgendwie, oder? Die Amerikaner sind schon gar nicht willkommen, weil sie sind die Ersten, die gekommen sind und sind einfach irgendwie ohne Voranmeldung gekommen, die sind dann einfach reinmarschiert, oder? Und NATO, wie es halt immer ist, irgendwie hinten nachher, oder? Die spanische Armee hat eigentlich immer versucht, die Hilfe an die afghanische Bevölkerung immer in den Vordergrund zu stellen, oder? Also das ist für sie eigentlich immer die wichtigste Mission gewesen. Und das finde ich ja eigentlich korrekt. Mega, ja. Viele haben das ja wie auch gesehen, aber die meisten sagen sich doch, ja, was möchten Fremde in unserem Land? Ja, auch Oder? berechtigte Frage. Und nur weil irgendein Paar irgendetwas Dummes gemacht haben, oder man erzählt, dass sie etwas Dummes gemacht haben, wenn jetzt wir alle darunter leiden, oder? Das muss man sich einmal vorstellen. Also, ich kann mir vorstellen, dass jeder Ukrainer wahrscheinlich etwas Gleiches wird sagen, wie ein Afghaner dort gesagt hat. Man muss sich wirklich probieren, hineinzuversetzen, und das kann man erst nach einer gewissen Zeit. Auch gesagt, ich bin da, ich habe meinen Frieden, ich lebe, wie ich will, nach meinem Glauben. Und da kommt einfach irgendjemand und sagt mir, was ich jetzt machen muss. Oder das, was ich jetzt bis immer gemacht habe, das ist nicht richtig. So, du musst so leben wie die westliche Welt. Das, was du machst, das ist falsch. Schau mal, wie es dir geht. Oder? Ja. Das ist so das. Und das ist irgendwie kein Wunder, dass du gehasst wirst. Oder? Ja, voll, ja. So, das führt auch irgendwie dazu, dass du, wenn du eigentlich etwas Gutes machst, dass wenn du irgendwie durch die Stadt fährst oder irgendeinen Lebensmittelkonvoi begleitest, dass du wirst angegriffen. Ah, okay. Du wirst Also wirklich angegriffen. physisch angegriffen. Du wirst angegriffen. Ja, viele rühren den Stein. So, dann sagst du, okay, Stein. Ich habe auch schon mal ein Huhn angeschmissen bekommen. Stell dir vor. Auch ein Huhn ins Fliegen gekommen. Das ist easy. Ich könnte mich irgendwie verkratzen oder so, aber viel mehr nicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch Leute, die Waffen haben. Das ist schon so, oder? Die bekommen Waffen. Ja, man hat es dann nur irgendwie vermutet, aber ich glaube, die Vermutungen sind irgendwie schon richtig. Also, überall, wo die USA oder die NATO reinmarschiert, die werden alle irgendwo von der anderen Seite finanziert, damit sie sich wehren können. Oder? Und ja, man spekuliert ja schon drauf, aber ich nehme an, es ist irgendwie schon richtig, dass Russland und China ja ihre Finger im Spiel hatten. Einfach um den Afghanern helfen, weil einfach die USA dort war, oder? Ja. Das ist so das. Und die haben natürlich auch Waffen gehabt. Die haben Waffen gehabt, das sind so die typischen russischen Waffen, Kalaschnikow, AKs, so die, oder? Und sie sind zum Glück gerade schlecht im Schiessen. Sie sind wirklich schlecht. Bist du mal angeschossen worden? Oder haben sie mal probiert, auf dich zu schiessen? Ja, mehrmals. Ich bin aber noch nie angeschossen worden. Also ich kann dir nicht sagen, wie sich das anfühlt. Ja. Du musst dir vorstellen, wir haben so eine Art, es sind keine Panzer gewesen, es sind panzerte Fahrzeuge gewesen, wo einfach, ich weiß nicht, ob das etwas sagt, so eine 1270er Kanone auf dem Dach hat, wo dann einfach so 360 Grad Ja, voll. genau. Ja. Und das sind noch die alten Panzer von der spanischen Armee. Dort stehst du draussen. Okay. Du stehst mit dem halben Körper draussen, du hast schon irgendeine so eine Platte vor dir, aber der Kopf steht frei. Okay. So. Und du bist dort auf dem Turm und dann kannst du da einfach drehen, aber du bist draussen. Und ich war der, der draussen war. Also ich und natürlich andere in anderen Fahrzeugen. Oder? Aber es ist schon ein schlechtes Gefühl dort oben, muss ich sagen. Weil, schon, ich meine, die drin sind, ja, die sind geschützt irgendwie. Und du bist auch... Ja, du wirst der Erste, der verreckt ist. Ich meine, sorry,
Ich weiß nicht. Aber wenn du jemanden umbringen willst, wo willst du herzielen? Ich meine, zielst du auf den Kopf. Ja, fix. Sind wir ehrlich, oder? Ja, fix. Erste Das ist auch das, oder? Und das 100%. weißt ja du. Denke ich mir easy. Und dein Kopf lampert dort raus und du weißt, es Das kann kommt schon jeden gut. Moment. Ja. Und das Gefühl, eben, ich kann dir nicht sagen, wie es ist, wenn man angeschossen wird. Aber das Gefühl, auf einen geschossen werden, ist auch recht speziell. Mhm. So, es ist, wie soll ich das umschreiben? Es ist irgendwie eine Mischung zwischen Adrenalin logischerweise, aber keine Ahnung, in meinem Fall jetzt irgendwie Gleichgültigkeit. Also, gleichzeitig, es ist mega speziell. Du weißt, es wird auf dich geschossen, aber du siehst es nicht. Mhm. Du siehst das nicht kommen. Es ist nicht ein Böller, der auf dich zukommt. Ja, Und du, voll. okay, Abwehren, egal, es lange nicht zum abhauen. Reagieren. Und du weißt, es trifft dich. Ein Schuss, du hörst ihn einfach. Und du hörst etwas drauf vorbeiflitzen. So, du kannst sagen, ja, der war näher, der andere war weiter weg. Aber Fakt ist, du weißt nie, ob der Nächste auf dich zukommt. Und keine Ahnung, das Gefühl ist brutal. Es ist wirklich brutal. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die nicht an Gott glauben. Ich bin eigentlich auch nicht einer, der an Gott glaubt, aber in dem Moment, glaub mir, glaubst du an Gott. Schon, gell? Was bleibt dir übrig? Du hast ja Was nichts willst du mehr. machen? Ja. Ich würde sagen, ja, ich bin mega gut ausgebildet worden. Nein, bist nicht ausgebildet worden, um dem auszuweichen. Ja, ja, So, wie willst du auch? Also ja, das Einzige, was dir bleibt, ist der Glaube an Gott oder einfach an irgendetwas. irgendetwas Höheres, was man nicht Irgendetwas, erklären ja, wo einfach irgendwie, oder Schicksal ist mir ja egal was, aber du glaubst plötzlich an irgendetwas. kann. Ja, das ist krass. Und bis dann hast du eigentlich das Gefühl, ja, ich habe mein Leben immer selber im Griff. Ja. Nein, hast du nicht. Ja, das Hast ist du das nicht, tönt schon oder? richtig speziell. Es ist dann das, aber ja, nach einer gewissen Zeit, nachdem ein paar Mal auf dich geschossen wird, gewöhnst du dich daran. Also die Gleichgültigkeit bleibt und so der Teil vom Adrenalin nimmt dann ein bisschen ab. Also du spürst immer irgendetwas, so, ein bisschen Herzrasen und so, aber es ist nicht so wie am Anfang. Am Anfang hast du bist völlig überfordert, du weißt gar nicht, was machen. Du bückst dich irgendwie und dann sagt irgendwie andere im Auto, was machst du? Schau raus, oder? Du musst irgendwie schiessen, wenn es jemand angreift, oder? So, und die Reaktion ist einfach, ich pück mich dort in fix. Sicherheit. Und Du ja, sagst ist dir schon gar auch nicht. falsch, oder? Eigentlich musst du da oben bleiben, das ist ja deine Aufgabe. So. Und das kommt dann mit der Zeit, oder? Mit der Zeit gewöhnst du dich dran und ja, eben, es kommt dann ein bisschen die Gleichgültigkeit ein bisschen mehr zum Vorschein und du bist dann so, du machst deine Aufgabe mit ein bisschen mehr Bewusstheit und Bro, ja. aber jetzt, wenn du den ersten Tag dort stehst und die erste Kugel schiessen in deine Richtung und du hörst es, wie du sagst, ist dann nicht so der erste Initialgedanke so, Alter, ich komme nicht mehr. Oder die erste Nacht ist nicht so, fuck, wieso bin ich da angekommen? Nein, eben die erste Nacht, eben, du wirst schon so ein bisschen sanft eingeführt in das Ganze, das ist schon so. Ich glaube, ich war 1-2 Wochen in dieser Militärbasis gewesen, zuerst. Also ich meine, schon mal richtig angekommen. ich meine Dings, Brudi, sorry, die Nacht, nachdem auf dich geschossen wurde, ist Ja, die Nacht, ja, meine ja. ich. Ist nicht so, fuck, Alter, ich will heimgehen. Ich weiß gar nicht, was ich alles gedacht habe, aber ja, das war sicher drunter gewesen, ja. Sicher drunter gewesen. Und das wird wahrscheinlich der drunter war, der gesagt hat, ich finde es richtig geil. Okay. Das ist dann auch so. Sind Oder? ein paar voll dekompensiert, man. Ich sage dir, wer würde schon normal aus dieser Situation rauskommen? Ja. Oder? Ich finde, du kannst nicht irgendwie sagen, ja, es macht mit dir das oder das. Ich kann dir sagen, was es mit mir gemacht hat. Aber ich kann dir auch sagen, was es mit anderen gemacht hat. Oder andere gehen komplett über und sind dann so verstört, dass sie sich irgendwie in den Fuß schiessen, dass sie es auch wieder zurückkommen. Das sind einfach nicht mehr, sind sie einfach untauglich für den Einsatz und dann werden sie dann zurückgeschickt.
Das hast du auch. Und ich verstehe die Reaktion irgendwie. Mhm. Aber gleich braucht es, glaube ich, schon noch Mut, da als einfach reinschiessen, man nicht. Ja, du sagst dir einfach, ja, was ist denn schlimmer? Am nächsten Tag werde ich einfach abgeknallt. Fair Ich enough. glaube, Fuß ist nicht so tragisch. Ja, voll. Oder? Ja, Bro, lieber verliere ich beide so Füße anstatt Knochen mehr als etwas anderes. Ja, Oder? 100%. Also, Aber ich meine so, aber- weißt du, der Akt an sich, Bro. Der Akt an sich, jetzt Waffen und... Aber eben, das ist ja auch das, Bro. Ich kann das ja null nachvollziehen. Wie gesagt, Schweizer Gefängnis ist... Schweizer Militär ist Hobbyclub, da hast du ganz andere Probleme. Man. Ja, gut, das Schweizer Militär geht glaube mehr auf Kosovo und Kosovo, klar gibt es vielleicht einmal ab und zu einen Angriff, aber es ist natürlich nicht ein Hass, so ein vereinter Hass von einer ganzen Bevölkerung gegenüber jemandem, oder? Das ist ja dort speziell, oder? Und die meinen es ja ernst. Das ist nicht so, dass auf ihre Meinung sagen, ja, ich hasse dich. Nein, ich schiesse dich einfach ab, weil ich hasse dich, Ja, voll. oder? Das ist so das. Und das Umfeld ist ja extrem schwierig für einen Mensch. Weil ein Mensch ist in meiner Meinung nicht gemacht worden für das. Ich glaube, der Mensch ist nicht parat. Oder vielleicht sind es mir mal gesehen, vor 10'000 von Jahren. So. Das Kriegen irgendwie. Aber das sind wir jetzt nicht mehr. Ja, wir leben, Sie haben es gehört, irgendwie eine friedliche Umgebung und dann kommst du in so etwas. Also, eben wie gesagt, die eine reagiert so, die andere reagieren auf die andere Weise, aber Fakt ist, du bist nicht parat, du bist nicht vorbereitet, trotz jeder Vorbereitung, die du überkommst. Komisch, auf das wirst du nicht vorbereitet. So. Und ich glaube, man kann auch niemand auf das vorbereiten. Ja, irgendwie auch. Oder? Es ist so das. Darum, wie gesagt, also in meinem Fall, klar, der Gedanke war sicher, was mache ich da überhaupt? Der zweite Gedanke war, scheiß auf das Geld, das ist ja gar nicht wert, oder? Und der dritte Gedanke war, ja, wie soll ich das jetzt 6 Monate durchstehen, oder? Ich meine, 6 Monate ist schon eine lange Zeit. Ja, vor allem, wenn es nicht gut... Also, weißt du, was ich meine? Schön, wenn du eine schöne Zeit hast, geht die Zeit verdammt schnell vorbei. Aber man sagt ja, wenn du so einen scheiß Moment hast, gehen Sekunden wie Stunden lang und dann hast du 6 Monate jetzt leben. Fakt ist, also du bist nicht jeden Tag angegriffen worden. So. Du bist nicht jeden Tag angegriffen worden, du bist einfach immer dort angegriffen worden, wo du nicht erwartet hast. Das ist auch so. Also du bist auch easy da und dann wirst du angegriffen. Oder? Also ich habe wirklich von Essstörungen zu Schlafstörungen, zu Haarausfall, zu, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie psychische Störungen oder plötzlich Sachen, die ich anders mache oder mega speziell mache. Aber das fällt dir nicht so auf, oder? Wenn du irgendwie dich psychisch veränderst im Alltag, ich glaube, das ist für dich irgendwie normal, oder? Das ist wahrscheinlich der von draußen kann das besser beobachten, oder? Das auf jeden Fall, also ich habe mir zum Glück nicht in den Fuß geschossen, so weit bin ich nicht gekommen. Was es natürlich dann mit der Zeit macht, wenn du die Anfangszeit überstehst, die Zeit, wo ich dir sage, wo du einfach die Nerven nicht kannst unter Kontrolle haben, wenn du auf dich geschossen wird. Nach dieser Zeit kommt einfach der Moment, wo es irgendwie umschaltet und das ist wie normal. Also du sagst, ja, es wird auf mich geschossen, scheißegal. Was wollte ich machen? Ja, ändern kannst du Und nicht. du glaubst dann auch weniger an Gott, du sagst dann trifft es mich. Ja. Oder? Und das ist der Moment, wo es sich wirklich zu dem sogenannten Profisoldat macht. Weil meine Meinung ist eigentlich, du kannst noch so gut sein, wie es viele gibt, die sagen, ich bin mega gut im Schiessen, ich bin mega Maschine und ich gehe da irgendwie Paintball spielen, mach alle fertig. Schon gut und recht, kannst du ja schon. Aber wenn auf dich geschossen wird, wollte ich dann sehen, wie krass dass du dann wirklich bist. Oder? Und das macht dich eigentlich zu dem Profisoldat. Wenn der Moment kommt, wo du die Anfangszeit kannst überwinden, wo du einfach, wie wenn nichts wäre, einfach dort stehst und klar kannst denken, wenn gleichzeitig auf dich geschossen wird.
Ja, Dann finde ich, dann bist du Profisoldat. Weil erst dann habe ich das Gefühl, bist du krass, weil du weißt, du kannst in so einer Situation einfach deinen kühlen Kopf bewahren und einfach klar denken. Es gibt niemanden, wo da irgendwie kann das irgendwie antrainieren oder sagen, ich gehe das trainieren oder ich gehe schiessen oder ich bin keine Ahnung was. Ja, Der kann das denken, voll. aber das stimmt nicht. So, du brauchst wirklich so eine Situation mehrmals, damit du das kannst überwinden, die Angst. Und dann stehst du einfach da. Und dann schiessest du zurück. Schon, Und bis dann schiessest du schiessest schon, probierst irgendetwas zu schiessen, aber das geht irgendwo her. Ja, vor Aufregung oder Ja, in dem Angst. Moment stehst du da und du zielst und du drückst ab. Oder? Erst dann. Und das kommt einfach nach einer Zeit, ich kann dir auch nicht sagen, das ist bei jedem wahrscheinlich ein bisschen anders. Oder? Hast du jemanden gekillt, Bro? Ich habe gekillt, ich habe mehrere Leute gekillt. Ich sage dir aber nicht wie viel oder auch nicht wie. Also eben bei uns in Spanien gibt es so einen Ehrenkodex, wo man das auch nicht sagt. Okay. Oder? Okay. Aber Ja, ich glaube auch, für mich selber wollte ich das in meinem eigenen Gewissen behalten. Okay. Also das trage ich mit mir. Die Menschen leben und das wird immer bei mir bleiben. Okay. So. Und das ist eine Sache zwischen mir und denen. Und ich kann das nicht mehr lösen, wenn ich mit jemandem darüber rede. Ja. So, ich kann das nicht mehr ändern. Und ja, nebst deren Kodex hin oder her. Oder die einen werden es cool finden und werden dann wahrscheinlich brechen. Oder? Aber ich finde es gut, dass ich das bei mir behalte. Bro, ich habe wirklich grössten Respekt vor dir. Also es ist schon... Vor allem, weißt du, wenn man dich kennt, Bro. Und ich kenne ja auch die Filme. Und man kennt also Filme, die Leute kommen vom Krieg zurück. Oder eben auch so Erfahrungen gemacht mit... Man hat müssen umbringen, damit du auch nicht stirbst. Man macht es ja nicht aus Spass, oder? Bro, ich habe dich kennengelernt, du bist so die Ruhe in Person, ich schwöre. Also ich habe dich kennengelernt, du bist... Ich hätte das nie gegeben. Darum eben, wir haben letztes Mal auf dem Balkon geredet und dann haben wir es kurz angeschnitten und ich war perplex gewesen. Macht das nicht etwas mit einem? Ja, natürlich. Also, es verändert dich selbstverständlich. Ich war früher auch nicht so ruhig gewesen. Okay. Ja, das bin ich nicht. Ich bin so meiner Meinung nach so ganz normal. Normal, was ist schon normal, gell? Ja. Okay, also, über das können wir 10 Folgen machen. Ja, sicher. Ich sage mal, ich bin einfach anders gewesen, extrovertierter. Ich bin in der Gruppe irgendwie auch lebhafter gewesen und so. Und das ist sicher etwas, wo mir täglich auffällt, dass ich das nicht mehr bin. Ich bin eher so ein bisschen, ja, nicht verschlossen. Ich rede schon, wenn du mit mir redest. Ja. Ich bin nicht der irgendwie im Mittelpunkt steht und das genau, versucht, lustig zu sein oder irgendwie Nein, das bist du wirklich so, nicht. irgendwie einen Blick auf sich ziehen oder muss irgendwie, ja. So, ich brauche das. Also ich brauche das nicht und ich will das nicht, auch seitdem, oder? Ja, mich hat es wirklich zu dem verändert, dass ich mich einfach in mich selber mit meinen Problemen verschliesse. Das ist wahrscheinlich gar nicht gut. Aber ich habe das wie gelernt, also ich habe dort wie müssen mit dem Problem, das ich habe, oder, selber umzugehen. Ja. Also es ist niemand gekommen und gesagt, hey, brauchst Hilfe. Das gibt es gar nicht. Gibt's gar nicht. Du bist kein Psychologe, Psychiater oder irgendjemand oder eine Ansprechperson, wo du kannst hergehen und sagen, hey, ich komme nicht klar mit dieser Situation. Okay. Entweder schiesse ich dir in den Fuß oder du kommst klar mit dieser Situation irgendwann. Okay. Oder? Die zwei Und es gibt natürlich verschiedene Wege, wie du klar kommst. Mein Weg war einfach, ich schliesse das Ganze irgendwie in mich rein und versuche das einfach zu verarbeiten. Okay. So. Und das mache ich auch jetzt noch. Du wirst mir wenige Mal anmerken, dass ich ein Problem habe. Ja, nein, nie, Bro. Nie. Genau, Es ist aber so. ich habe auch Probleme. Ja, eben, so. nein. Ja, sicher. Ein Problem. Sicher, Aber jeder. ich zeige das nicht, weil ich das einfach in mich... Ich friss das... Ja, man kann das sagen, in sich reinfressen, aber ich bin nicht der, der sich
das reinfrisse und dann irgendwann explodiert er, sondern ich frisse das in mich rein und das löst sich irgendwann in mir auf. Keine Ahnung. Okay, aber du Damit verarbeitest du es das für verstehst. dich, Bro. Nicht? Eben wie du sagst, dort hast du es nicht gehabt, du hast wie das Umdenken müssen und es prägt ja auch einem. Es ist ja auch etwas Traumatisches, also es erlebt ja nicht jeder. Also, ja, je nachdem, wie man jetzt traumatisch will definieren, aber weißt du, es ist so... Ja, Bro, am Ende vom Tag sind das... Eben, es wird auf dich geschossen, du schießt auf andere, also wie viele Leute haben das da erlebt, verstehst du, wie ich meine? Ja, wenige. Natürlich. Also ich kenne natürlich schon Leute, aber da in der Schweiz kenne ich natürlich niemanden. Ja, ich finde es auch schade. Du hast dann schon irgendwie schon mit dem Kollegen so ein bisschen spontan darüber geredet, aber du hast gemerkt, jeder ist irgendwie völlig überfordert mit der Situation. Und die haben gar nicht wollen, dass du mit ihnen redest und ich kann nicht mit jemandem reden, sondern ich lasse mich in Ruhe. Ich habe jetzt gerade irgendwelche Probleme, so der, oder? Voll, ja. Und in der Nacht hast du natürlich auch genug Zeit gehabt, zum Überlegen, weil du hast ja nicht schlafen können. Ja, Fakt ist, also meine Mutter hat mir gesagt, sie hat es mega gemerkt. Ich selber weniger, weil das ist einfach ein Prozess, den du täglich durchmachst und irgendwann ist es normal. Oder? Ja. So, und du kommst, natürlich, aber für die Person, die dich sieht, gehen und nach 6 Monaten zurückkommen, der fällt das natürlich brutal. Ja, Und sie sagt mir immer, du bist mega komisch geworden, hast dich mega verändert. Ja, wie auch nicht. Ja, Und, eben, fair enough, das ist auch das. Wie willst du dich nicht verändern nach so Ja, Einschneiden? also meine Mutter hat auch keine Ahnung, oder meine Mutter oder mein Vater oder meine Eltern, keine Ahnung, was dort unten gelaufen ist. Die haben natürlich schon vor dem Fernseher geklebt und Nachrichten angeschaut, aber ja, du weißt, wie die Medien sind, oder? Ja, sicher, Bro. Man zeigt das, was man zeigen möchte. Genau. So Oder? Und die schlechten Sachen, wenn möglich, nicht, oder? Es ist dann das. Also, und das ist auch gut so, dass sie nichts wissen. Und sie verstehen auch nicht gut Deutsch, von dem her, auch wenn sie das sehen. Schnallen sie es eh nicht. Also, das ist Spanische auch gut Untertitel. so. Ja, ja, es ist da. Also, ganz krass. Also, das ist jetzt Scheisse. Das ist jetzt, auf einen geschossen wird. Das ist, es ist hart. Aber das ist schon nicht das Schlimmste. Okay. So, also, die Afghanen sind mega gut in so Sprengfallen sitzen. Hast du sicher auch schon gesehen, den Film, weißt du, wenn einer am Handy umeinander Ja, drückt genau. und dann explodiert irgendetwas. So, in dem sind sie brutal. Okay. Es ist natürlich so, dass du, wenn irgendeine Straße oder irgendeine Strecke fährst, oder du musst dir vorstellen, es sind keine Autobahnen. Es sind einfach irgendwie Wüstenstraßen. Und da durch so Täler durch, mit so hohen Gebirgen und du sagst so, hoffentlich... Das ist kein Sniper. Oder? Genau, hoffentlich kommen jetzt nicht irgendwie 100 Talibans dort auf der Seite raus und schiessen auf dich, weil du bist am Arsch. So, so ist Afghanistan, oder? Und es sieht alles gleich aus. So, das ist einfach alles Sand. Und die verstecken die Dinger, die sie irgendwo eingraben und irgendeiner sitzt dann, keine Ahnung wie viele Kilometer weit weg hinter einem Stein und wenn er sieht, jetzt kommt jemand, macht er den Arm auf und dann explodiert alles. Und das ist natürlich mehrmals passiert und einmal mega nahe von mir, also ich sage mega nahe, geht das Auto vor uns, der Panzer vor mir und ich meine, ich bin oben auf dem Turm gestanden. Also ich habe das live erlebt. Ja, der Panzer, das ist ein Panzer, ja, der ist auch mal in die Luft geflogen, irgendwie 7-8 Meter. Und dort hat niemand überlebt. So, das ist natürlich, oder? Und das sind ja nicht irgendwelche Leute, die du nicht kennst, das sind Kollegen von dir, mit denen du seit Jahren zusammen schaffst, oder? Mit denen du eine spezielle Bindung aufbaust. Dort unten. Und du siehst sie dann noch sterben, die einen, oder? Das ist, ja, also das ist so wieder Next Level, oder? Und dann kommt wieder das Ganze nochmal von vorne. Wieder Schlaflosigkeit, noch mehr Haarausfall, gar nichts mehr essen. Oder
ja, also ich sage, auf einen Schiessen ist das eine, aber dann so etwas erleben, das ist dann, finde ich, hardcore, oder? Mhm. Und trotzdem ist es eine Situation, wie sie im Krieg täglich passiert wahrscheinlich. Und jetzt auch die Ukraine, kann ich mir vorstellen, oder? Aber eben, ich kann dir das so erzählen, wie ich das erlebt habe. Ja. Also, und dort hast du dann gemerkt, so zackt eigentlich so dein ganze Leben irgendwie den Boden ab. Und dann musst du dich wieder fangen. Ja. Und dort hat es bei mir auch nicht irgendwie wieder einen Wechsel gegeben in die Normalität, dass du dich irgendwie gewöhnst in diese Situation. Okay. Ich glaube, das geht nicht. Ja. So. Du bist dann einfach, irgendwann ist so weit klar, es ist dann so gewesen und ja, Staatsbegräbnis und der ganze Spaß, oder? Faktisch, es geht weiter. So, oder? Und jetzt stell dir vor, du fährst nachher wieder, nicht gerade am nächsten Tag, aber nach ein paar Tagen wieder über die gleiche Straße oder nachher noch andere Straßen. Oh. Und du siehst überall, in deinem Kopf siehst du einfach überall die hohen Minen irgendwo vergraben, obwohl gar nicht ist. Du bist dann auch nachher so kaputt, wirklich so kaputt, Ja, dass du bildest dir das einfach ein. Bro. Weil du weißt, sie machen es. Und die kleinste Veränderung im Sand, sagst du hast dann auch angehalten. Und dann sind Entschärfungsspezialisten sind dort vorne und haben das Ganze ausgeboten und gesagt, ist nur ein Stein und weiter und nach 50 Metern wieder angehalten. Ja. Und du hast nicht wollen, dass es nochmal passiert. Und ich meine, ich war auf dem scheiß Turm gewesen. Ja, Und ich meine, du hast ihn genau gesehen, oder? Und du hast die ganze Zeit gesagt, stopp, dort ist etwas. Bro, das ist... Und dann, nachher haben sie irgendetwas erfunden. Es sind irgendwelche so Rollen, die du an den Panzer vorne her machst. Das ist mega viel. Es ist so ein Gestell aus mega vielen Rollen, die irgendwie 5-6 Meter vorne geht. Das schiebst du dann einfach mit dem Panzer vor dir. Und logischerweise fährt das zuerst über so einen Sprengsatz. Oder eine Mine. Oder? Und dann jagt das zuerst in die Luft, bevor dann der Panzer kommt. Also der Panzer hat dann schon Schäden und so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand stirbt, ist dann einiges kleiner. So, und dann bist du nur noch mit dem umeinander gefahren. Das hast du nie gewusst. Ja, also das ist wirklich die schlimmste Situation. Ich glaube auch, wenn jemand auf dich schiesst, wenn du jemanden umbringst, das kannst du nicht vergleichen mit so einem Erlebnis. Also, das ist jetzt wirklich, also für mich auf jeden Fall ist das etwas, wo ich nicht mehr richtig verarbeiten kann. So. Ja. Du hast dann einfach irgendwie akzeptiert. Ja, aber es ist dann wirklich nie mehr so gewesen, dass du einfach die Gleichgültigkeit ist dann nie mehr gekommen, oder? Und ja, ich muss sagen, zum Glück ist es dann auch nicht mehr so lange gegangen, bis die 6 Minuten rum waren. Okay, Und dann haben wir wieder heim können. Ja. Bro, weil eben, es sind ja die Arbeitskollegen, das ist ja nicht alles, das ist ja deine Familie, das sind nicht die einzigen Leute, die du hast. Und die einzigen Leute, die du unten hast, ja. Eben, ja. schlafst im gleichen Raum, keine Ahnung. Und ja, dann ist er auf einmal nicht mehr da und du weißt so, Alter, ich bin ein Wagen hinten dran, also es hätte ja auch genau mich sogar treffen. mich treffen, ja. Das ist so. Und dann glaubst du wieder an Gott. Da kommt wieder der Moment, wenn du an Gott glaubst und dann plötzlich glaubst du wieder an Gott. Das ist schon so, wenn die Antworten fehlen oder du nichts findest, dann glaubst du an etwas, wo ja. Wo du nicht also beweisen kannst. ich glaube, Gott steht ja für alles Erklärbare auf dieser Welt. Ja, alles, was man sich stimmt, erklären oder nachweisen mit irgendeiner Theorie oder Wissenschaft, das hat Gott gemacht. Ja. So, oder? Ja. Keine Ahnung. Ja, ist schon so, Weißt, ist schon so. Also ich sehe es auch so. Und zurück dann, wann bist du zurück gewesen? In der Schweiz wieder? Eben, du hast gesagt, deine Mama... Also du musst dir vorstellen, ich bin dann immer, so die 8 Jahre, wo ich im Militär war, bin ich immer in Spanien gewesen. So, dort stationiert. So. Und dann bin ich zurückgekommen und dann bin ich das 2. Mal gegangen.
ein halbes Jahr später. Also wir waren 6 Monate daheim gewesen und dann wieder 6 Monate runter. Aber das zweite Mal war nicht so speziell gewesen. Okay. Oder, das erste Mal war wirklich sehr eindrücklich gewesen und das hat mich am meisten geprägt. Aber wie weniger passiert ist, nicht speziell, oder weil man es schon kennt? Also werden auch so Sachen wie Alltag dann? Du bist angeschossen worden, das Anschiessen, das ist dann wie nichts. So. Okay. So. Aber die Lage hat sich dann schon mehr beruhigt gehabt. Wir haben eine neue Generation von Panzer bekommen, wo du nicht mehr draussen gestanden bist. Du hast irgendwie so mit einem Joystick drin, mit einem Bildschirm gesteuert, die Kanone dort oben. Und das hat auch eine Mine, hat dem Fahrzeug nichts gemacht. Das ist dann auch weitergefahren. Er hat vielleicht das Rad verloren, egal. Er hat irgendwie 8 gehabt, hat einfach weiterfahren. Ja. So. Größere Sprengsätze haben dem Auto nicht viel gemacht. Also es hat irgendwie schon keine Luft jagen, aber faktisch, du hast es überlebt. So, aber wir sind dann nie, und wir haben eine ganz andere Mission gehabt, wir sind dann auch nicht mehr gross im Land umeinander gefahren. Von dem her finde ich. Aber ich kann es nicht, ich sage dir ehrlich, ich kann es nicht. Also ich Du hätte die glaubst, du Eier kannst nicht es dazu, nicht. ich schwöre, ich hätte die Eier voll nicht dazu. Nein, das hat nichts mit Eiern zu tun. Du bist einfach dort drin. Du kannst nicht dann sagen, ja stopp, halt dann mal jetzt, ich will... Bruder, ich sage Nein, dir ich will von nicht. Herzen, Es passiert einfach. ich wäre der Erste, der mir einen Fuß geschossen hat. Das sagst du jetzt so. Du kannst das gar nicht sagen. Klar, weißt du, jetzt da hockend, haha, wir haben gut gegessen, wir haben uns gerade vom Training gekommen. Ja. Jetzt rede ich so, aber wenn ich dort bin, klar, das kann ich ja vegan, aber ich glaube, keine Ahnung, Bro. Ja, weil es für mich vielleicht auch nicht so greifbar ist, verstehst du? Es ist so etwas, eben, ich kenne es vom Fernsehen, Bro. Ich kenne so die Filme, Soldat James Ryan und ja, die Filme, die Kriegsfilme, die man kennt und ja. Und American Sniper hast du auch gesehen, oder? American Sniper habe ich auch gesehen. Und du weißt ja, dass der Typ ja nie hätte loslassen können. Also der Typ ist ja immer high. Und der High hätte ja nie mehr normal können sein. Ja. Er hätte dann immer müssen zurück. Und er wollte zurück. Und er hat darum gebettelt, um wieder zurückzugehen. Ja, Oder? genau, ja. Und es ist nicht so extrem gewesen, aber es ist tatsächlich so. Der Wunsch wieder zu können. Der Wunsch wieder zurück. Und ich bin nicht aus dem Militär austreten, weil ich mir gesagt habe, ich will nie mehr so etwas erleben. Überhaupt nicht. Das war einfach für mich eine andere Phase im Leben und es sind mir dann andere Sachen wichtig in dem Moment. Aber der Wunsch zum Zurückgehen habe ich jetzt noch. Hast du jetzt noch? Wenn du mir sagst, Umberto, morgen gehen wir auf Afghanistan. Ich habe dort eine Mission. Ich gehe jetzt meine Sachen packen und dann gehen wir morgen auf Afghanistan. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort, weil ich glaube, es ist so etwas, das mega anregt, wieso, obwohl du so einen Scheiß erlebt hast oder unschöne Sachen erlebt hast, woher der Wunsch kommt. Und ich würde gerne nochmal mit dir da hocken, Bro, das Thema aufgreifen. Oder wenn Leute Fragen haben oder Fragen haben, wie es war oder explizit, ausser natürlich Sachen, wo du nicht verraten möchtest, das ist klar. Ich verdau das mal. Ja, nächstes Mal reden wir darüber, wieso ich jederzeit auf Afghanistan würde zurückgehen. Voll. Das ist ein mega interessantes Gefühl, das eigentlich unerklärlich ist. Ja. Aber das Bedürfnis und das Verlangen ist da. Aber wir sparen uns für die nächste Folge. Wir sparen es also für die nächste Folge. Und dann, auch wenn es unerklärlich ist, versuchen wir dann ein bisschen auf den Grund zu gehen. Bro, ist irgendetwas, was du sagen möchtest zum Abschluss? Nein, danke dir vielmals für die Ladung. Brudi, sehr, Mega sehr Spaß gerne. gemacht. Danke vielmals für die Offenheit. Ich schätze es mega. Und eben, wie gesagt, wirklich, du bist eine grossartige Persönlichkeit. Ich schätze dich mega. Sechs zusammen arbeiten, zusammen trainieren, da reden, zusammen zu Nacht essen. Wirklich. Und ja, nochmal besser kennengelernt. Es ist wirklich eindrücklich.
lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Heute haben wir nicht so viel gelacht, außer das Poulet, das geschossen wurde. Das finde ich immer noch lustig. Aber ja. Also übrigens, Hühner in Afghanistan haben keine Federn. Ah, okay. Also, sie haben schon, aber sie haben so ein paar. Du kannst so abzählen. Okay. Die sind voll abgefuckt. Okay. Die sind voll abgefuckt. Und stell dir vor, das Huhn ohne Federn kommt auf dich zu fliegen. Das denkt, so ein Zombie-Huhn. Es hat ausgesehen wie ein Zombie-Huhn. Hast du schon keine Angst gemacht am Anfang? Ja, und dann okay, was ist nur ein Huhn gewesen. Ist das Huhn? Was ist das für eine Missgeburt, die da geschossen wird, Mann? Nein, hey, danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt redet mir bra. Heavy Bro, Mann.